Da hier wollte ich noch mal etwas dazu sagen. Habe ich diese Woche noch mal das Video beim Adi auf dem 2-Kanal gesehen, dass er auf das reagiert hat. Und er hat noch mal in seinem Video gesehen, jo, der Zeki ist unfassbar, wie viele Klicks er eigentlich macht. Also jetzt in der letzten Zeit. So die Anmachsprüche in Zürich, Anmachsprüche in Basel, Luzern und eindeutig, zweideutig in Zürich. Ich glaube einfach, das Problem an diesen Sachen, bzw. an diesen Videos ist, dass sie nach dem, was ich beurteilen kann, ich habe keine Beweise und ich habe keine Sachen, die ich jetzt unbedingt könnte sagen, dass genau wegen dessen ist es fake. Aber nach seiner Vergangenheit und wie er zum Beispiel auch mit einem YouTube-Kollegen von uns umgegangen ist, habe ich das Gefühl, dass der Zeki jetzt nicht nur immer die ehrliche Schiene fährt. Von dem her habe ich das Gefühl, dass das eine oder andere fake ist. Ich würde eure ehrliche Meinung jetzt haben, auch von euch, Chat, ob ihr denkt, dass das Zeug von ihm fake ist. Schöne Melone. Was hast du dir? Hey, also sorry, mit uns Zürich-Frauen macht man keinen Spaß. Wow, chill. Sorry, geht gar nicht. Chill. Ja, aber was heißt die Melone dafür? Ja, liebe Leute, Die Reaction, schon nur die Reaction, die scheint schon mal relativ. Also, die ist jetzt nicht so real übergekommen, muss ich sagen. Jetzt zum Beispiel, erster Clip. Direkt Paid Actor, habe ich kommentiert. Geil ist die Bündnerin, die sich als Zürcherin ausgeht am Anfang. Das deutet eigentlich auch schon mal her auf ein Fake-Video. Das ist nur nicht einmal Zürichdeutsch. Bad Acting. Kommentar hier. Hier habe ich auch schon das Gefühl, dass es fake ist. Also, ja. Bild eindeutig, zweideutig in Zürich unterwegs. Und ich habe Melone dabei. Gut, legen wir los. Die Melonen sehen gut aus. Was hast du hier? Die hast du dich selber gezüchtet. Krasse Melone. Ich glaube eben zum Beispiel so ein Clip wie der da hier, das ist nicht fake. Das sieht überhaupt nicht fake aus, aber so die krasseren Reaktionen, die er ja im Video wie gleich braucht, weil das da hier länger nicht von einem Video, das der Zeki würde uploaden, glaube ich. Da würde er sich nicht sagen, schmeckt, dass sie die Easy Clicks, das würde er so nicht machen. Eine Bündnerin kann auch in Zürich leben. Ja klar, das sage ich nicht. Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass das Acting von den zwei Girls relativ nicht so real gewirkt hat. Aber ja. Nicht schlecht. Vom türkischen Lädeli, oder was? Also das sind jetzt schöne Ballons. Die gefallen mir. Meinst du die? Ja, wer hast du dir gekauft? Es sind wunderschön, die habe ich von Wish bestellt. Das sind mal schöne Ballons. Das sind auch 8. Ah, sind sogar 8. Aha, ich habe die gemeint. Nein, aber die gemeint. Das sind jetzt schöne Ballons. Wer hast du die? Du meinst die? Vom Zirkus, oder was? Ja. Ich glaube, bis jetzt die Reactions oder die Reactions von den Leuten sind da jetzt noch alle real gewesen. Kommen immer bis jetzt so über. Ja, auf Leon Mascher angelehnt ist der Jack. Ja, also, er ist einfach hat den Weg gefühlt nie so richtig auf YouTube gefunden, weil dort muss man sich noch ein bisschen dreistere Sachen gefühlt überlegen. Spaß beiseite. Er hat sich wirklich, also ich muss auch noch sagen, das ist jetzt nicht nur, ich will das jetzt nicht nur machen für den Zeki unnötig in zu haten oder irgendetwas so. Es ist mir nur aufgefallen und ich dachte, ich wollte euch mal fragen, wie ihr das seht, was sind momentanen Videos auf YouTube angegangen, ob das real oder nicht real ist. Ja, ich finde, er hat sich bessert bei einigen Punkten im Gegensatz zu früher. Früher habe ich auch mal ein Video gemacht über ihn, wo ich irgendwie gesehen habe, dass er viele Sachen einfach nur straight up geklaut hat von der englischen Szene, von anderen Memes. Das macht er heute weniger, glaube ich. Also ich glaube schon einiges weniger. Hat eigene Ideen, macht eigene Produktionen, wie das da hier auch. Das muss man ja immer anrechnen, dass er nicht nur noch die Memes macht, sondern eben andere Sachen sich ausprobiert. Das ist gut. Das sage ich absolut nichts dagegen. Ich finde es einfach relativ unehrenhaft, so mäßig Fake-Sachen zu machen. Aber da bin ich schon gefühlt immer sensibel dafür gewesen. Der andere Typ, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der TikTok-Dude, ich weiß nicht mehr, der vor 20 Minuten, der Stefan. Er hat ja auch Fake-Stuff gemacht. Das hat mich aufgeregt. Das habe ich auch so wie aufdecken, dass der Fake-Shit macht. Aber er hat wieder so gesagt, ja, aber das ist doch die Unterhaltung. Es geht um die Unterhaltung. Es geht nicht darum, ob es real oder fake ist. Das kann jeder so sehen, wie er will. Aber ich finde das einfach gegenüber seinen Zuschauern, gegenüber seinen Fans, finde das einfach Schmutz. Also, ich will sicher nicht meine eigenen Zuschauer, die Leute, die mir feiern für das, was ich mache, belügen mit meinem Content, mit dem, was ich mache. Da habe ich gar keinen Bock drauf, aber wenn die Leute das haben, dann ist das kein Problem. Heißt jetzt im Umkehrschluss nicht unbedingt, dass da hier Video vom Zeki fake ist oder so. Ich will es mal mit meinem Chat diskutieren. Voll!
Wirklich? Zirkus Knie. Zirkus Knie? Boah, du machst mich gerade mega durstig. Der wirst du. Dankeschön, Alter. Ja, voll. Also jetzt machst du mich wirklich durstig, hey. Ja, danke, Bro. Bitte. Das ist zum Beispiel auch noch real gewesen. Die Reactions, das sind ja echte Reactions, beziehungsweise noch nicht so excited oder so ausgefallene Sachen. Bist du lustig? Hey Mädel. Willst du auch einen Schluck? Hast du eine richtige Pussy? Wie? Bist du eine richtige Pussy? Wege. Ja, schau da. Da? Bist du eine richtige Pussy? Nur am Spaß machen, Bruder. Ah ja, schau like Pussy. Es kommt darauf an, ob du sagst, dass es real ist oder ob du zugibst. Ja, finde ich ja. Also ich finde es gleich noch scheiße, wenn du siehst, ich mache Fake-Stuff. Finde ich gleich irgendwie noch, ja, wieso machst du das denn? Weil, ja, es ist generell nicht so positiv behaftet, Fake-Zeugs zu machen. Aber wenn du siehst, dann ist schon mal etwas, wenigstens ein bisschen Ehrlichkeit gegenüber den Zuschauern. Also ich finde es voll nicht schlimm, wenn du Sachen vom englischen Raum klaust, solange es super überbringst, ist es voll easy. Auf jeden Fall. Also das finde ich, das sehe ich auch so. Ich sehe es auch so, dass du kannst Format übernehmen. Das machen ja alle auf YouTube. Wegen dessen ist es nicht, dass du Fake-Sachen musst machen. You look like a pussy. This. Look like a pussy. Das ist mal eine richtige Pussy. Was Pussy? Redest du mit uns? So Pussy, Mann? Was? Was ist mit dir? Warum Pussy? Ja, ich sehe nur Pussys. Kollege, verpiss dich, Mann. Was? ist mit Shit? dir? Nein, aber Pussys. Da, leg Pussy. Ist nicht lustig, ich sag dir ehrlich. Leg Kamera. Ich glaube, dass da hier zum Beispiel, dass die zwei Dudes ihn nicht kennt haben, das ist auch etwas für X-Faktor, das Unfassbare. Und die Reaction ist eben auch so ein bisschen speziell gewesen. Von dem her habe ich nicht das Gefühl, dass man direkt sieht, was Pussy ist, nicht lustig. Also das habe ich das Gefühl, das ist fake. Und ihr? Habt ihr das Gefühl gehabt, dass ich real gewesen oder fake? Leg Kamera. Das ist doch viel zu heiß. Willst du nicht abziehen? Bro. Ja, danke, Bro. Okay, das ist jetzt eine herzige Puppe. Ich weiss, ich bin herzig. Nein, ich meine, das. wir haben die Puppe gemeint. Ja. Schöne Puppe. What's up, man? Ja, ist eine schöne Puppe. Schöne Puppe. What's up, man? Bro, What the schöne fuck you Puppe. Schöne Puppe, Bro. And so what? Alles gut, alles gut. And so what? Es ist nur eine Puppe, Schöne weißt du? Puppe. And so what? What the fuck, man? Schöne. What the fuck, man? Und die Freundin ist nur am Lachen. Ja. Die Freundin ist die ganze Zeit nur am Lachen. Was sagt man? Das habe ich auch nicht. Ja, das ist, glaube ich, auch etwas von X-Faktor gewesen, der Clip. Glocke. Ich habe ein Messer in der Hand, gell? Hey, alles gut. Die Also Glocke wir meinen die Glocke. Schöne Glocke. Oder? Schöne Glocke. Glocke, schön. Ja. Ich weiß es nicht. Ich habe nur mal kurz ein bisschen darauf eingehen. Ich habe mal darauf eingehen. Also ich habe nur kurz sagen, ich habe das Gefühl, dass das Ganze. Ich habe das Gefühl, dass gewisse Clips, die der Zeki da gemacht hat, nicht real waren. Ist das für euch fake übergekommen? Chat. Fake oder real? Einfach fake oder real, dann kann ich so im Video einblenden, wenn das hier so kommt. Fake, real, fake, größtenteils fake, ja. Eben, ich weiß es auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass sicher der erste Clip wahrscheinlich fake war. Der Rest bin ich mir noch nicht sicher, aber ich glaube, dass. Ich habe das Gefühl, dass der ein oder andere Clip fake war, aber ich weiß es natürlich nicht und ich wollte da auch im Zeki nichts unterstellen. Is the loneliest number that you'll